Niemand war vorbereitet auf die tödlichste Pandemie seit rund 100 Jahren. Die Straßen sind wie ausgestorben. Millionen verloren ihr Leben. Und das Leben von noch weitaus mehr Menschen hat sich völlig verändert. Dies ist eine Geschichte von 4 ganz unterschiedlichen Menschen, ihrem Weg durch die Pandemie und die schwierige Zeit danach. Es fing überall gleich an. Das ist tote Hose. Hier, der McDonald's ist zu, alles andere ist auch zu. Das ist unglaublich. Das ist zu viel. Ich möchte ein normales Leben führen. Man kann nicht so tun, als ob das Virus nicht da wäre. Es ist da, es ist anwesend, das ist die Realität. Man nennt mich Dr. Tod. Ich habe keine Worte mehr. Ein Apothekerpaar aus Frankreich, ein Arzt aus Italien und ein Bordellbesitzer aus Deutschland haben sich selbst auf ihrem Weg durch die Pandemie gefilmt. März 2020. Die europäischen Städte sind abgeriegelt. Die Angst vor dem neuen Virus hat alles verändert. Das italienische Brescia zählt zu den am stärksten betroffenen Städten des Kontinents. Noch weiß niemand, wie verheerend die Folgen sind. Die Straßen sind völlig leer. Nur ich, mein Verstand und meine 4 Räder. Das ist mein Krankenhaus. Ich beginne den neuen Krieg. Carlo Mosca ist der Chefarzt des Montichiari Krankenhauses. Es treffen immer mehr Covid-19-Patienten ein, die dringend behandelt werden müssen. Das ist das klassische Röntgenbild bei Corona-Patienten. Natürlich sind alle Wege im Krankenhaus leer, um Ansteckungen zu vermeiden. Entschuldigung, wenn Sie mich nur schlecht verstehen, aber es herrscht Maskenpflicht. Das ist die Lobby. Durch das Virus scheint die Zeit stillzustehen. Die Tage sind lang geworden. Durchschnittlich arbeite ich 14 Stunden pro Tag. Es hat sicherlich Beziehungen und viele unserer Gewohnheiten in eine Krise gestürzt. Aus Angst, seine Familie anzustecken, wohnt der Chefarzt auf unbestimmte Zeit in einer Pension. Da sind wir. Auch heute Abend sind wir wieder in der Kaisersuite. Ein Leben auf 20 Quadratmetern. Es scheint eher eine Kunstgalerie als ein Bed and Breakfast zu sein. Wir telefonieren jetzt mit meiner Tochter und schauen mal, ob sie mir antwortet. Hallo. Ciao. Hallo. Mit dem Telefon klappt es nicht. Oh. Das Coronavirus hat sowieso schon alle ein bisschen durcheinander gebracht. Wenn ich jetzt sehe, dass auch du noch das Gegenteil machst, dann gelingt mir überhaupt nichts mehr. Für Dr. Mosca geht es gerade erst los und er ahnt noch nicht, wie sehr das Coronavirus sein Leben erschüttern wird. In Berlin ist Aurel auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Der Lockdown bedroht den Fortbestand seines erfolgreichen Unternehmens. Aurel ist Bordellbesitzer.
Das Bordell ist geschlossen, aber Aurel und seine Angestellten hoffen, dass die Pandemie bald vorüber ist und die Kunden und Einnahmen zurückkommen. Na, ihr beiden. Wuff, was läuft denn hier? Ja, der ist hier los. Boah, ey, Puck klingelt das Telefon. In meiner Tasche klingelt das Telefon. Und das Telefon klingelt wahrscheinlich permanent, weil hier. Es wird nicht so, dass alle 5 Sekunden klingeln. Nee, wir haben geschlossen. Das ist keiner, der redet. Alle Leute wollen ficken. Das wissen wir leider noch nicht. Das müssen Sie noch Merkel fragen. Davon haben wir noch keine Ahnung, wann das wieder losgeht. Die warten ja auch drauf. Wir alle warten drauf. Wir alle wollen ficken. Ja. Alle wollen. Die Hoffnung von Aurel und seinen Mitarbeiterinnen auf einen kurzen Lockdown ist vergebens. In Berlin bleibt alles geschlossen, genau wie überall in Europa. Alles steht still. Die Schlangen vor den Supermärkten sind die einzigen Orte, an denen sich die Menschen noch versammeln. Alle Leute werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben und ihre Wohnung nur zu verlassen, um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen. Dabei müssen sie sich an die Vorschriften über den Infektionsschutz halten. Das heißt, eine Maske tragen, um ihren Mund und ihre Nase zu schützen. Und einen Personenabstand von mindestens 1 Meter einhalten. Senioren und Kleinkinder dürfen auf keinen Fall ihre Wohnung verlassen und Kleinkinder dürfen nicht mit ihren Großeltern zusammen sein. Auch in Paris sind die meisten Geschäfte geschlossen. Aber hier an diesem Ort bleiben die Türen offen. Es sind die Türen der Apotheke von Aurélie und ihrem Mann Yves. Im Grunde genommen weiß man es nicht. Man kennt dieses Virus nicht. Man weiß es nicht. Niemand kann das sagen. Ja, man zweifelt nicht, man schützt sich. Tatsächlich macht die Ungewissheit alles kompliziert. Man kommt sich vor, als würde man gegen eine völlig unsichtbare Waffe kämpfen. Es ist ein bisschen, wie wenn in ihrer Nähe ein Säbel wäre, aber sie wissen nicht genau, wo dieser ist. Ach, alles andere wird sich zeigen. Ich denke nicht immer gleich ans Schlimmste. Yves ist jedoch von Natur aus sehr ängstlich. Er denkt immer, dass das Schlimmste passieren könnte. Ich nicht. Offen gesagt, ich bin eher ein positiver Mensch. Und trotzdem lebe ich jetzt von heute auf morgen. In der Wohnung von Bordellbesitzer Aurel in Berlin ist es ruhig. Zu ruhig. Der Hagenplatz ist sowas von tot. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber mir tut Berlin aktuell echt nicht gut. Da das Bordell immer noch keine Einnahmen hat, beantragt Aurel Geld aus dem großen Covid-Hilfsfonds der Bundesregierung, damit er und seine Angestellten ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Meine Nummer in der Warteschlange ist 19.886. Das heißt, wenn ich mir das hochrechne, dauert es noch 25 Stunden, bis ich mal dran bin. Also das kann irgendwie nicht sein. Moin. Tja, warten wir mal ab. So. Sie sind an der Reihe. Sie sind fast da. Sie werden schnellstmöglich zur Webseite weitergeleitet. Vielen Dank fürs Warten. Wow.
In Brescia kommen immer mehr schwerkranke Patienten in das Krankenhaus von Dr. Mosca. Angehörige haben keinen Zugang. Und so müssen manche Patienten alleine sterben, ohne ihre Lieben um sich herum. Heute Morgen war ich um 10:20 Uhr am Bett eines Kranken. Er war 54 Jahre alt, hat mit Händen und Füßen versucht, mir klarzumachen, dass ich ihm helfen müsse, damit er überlebt, weil sie 2 Kinder hätten. Er glaubt, sich wahrscheinlich infiziert zu haben, als er auf das Postamt ging, um die Kfz-Steuer zu bezahlen. Er hat mich gebeten, mit Claudia zu telefonieren. Er suchte in seinem Telefonverzeichnis auf seinem Handy. Ich soll ihr sagen, dass er ihr Grüße ausrichten wollte. Claudia musste ich dann aber sagen, dass Franco nicht mehr lebt. Nicht nur in Italien müssen die Menschen von ihren Angehörigen Abschied nehmen. In Paris spüren Aurélie und Yves jedes Mal, wenn zu einer Beerdigung die Kirchenglocken läuten, den Ernst der Lage. Ich glaube, dass Yves grundsätzlich ein ängstlicher Mensch ist. Ich weiß nicht, wie mein Körper auf dieses Virus reagieren wird. Es gibt also die Angst vor dieser Unbekannten. Es herrscht ein Gesundheitsrisiko. Jeden Tag werden Leute ins Krankenhaus eingeliefert. Immer mehr Leute reanimiert. Wird meine Erkrankung einen milden Verlauf haben oder nicht? Ich weiß es nicht. Die Angst, die Furcht, sie ist immer da. Das ist zu viel. Zu viel, zu viel, zu viel. Bei uns zu Hause sind wir mehr als 3. Yves, Cassandre, ich und dann noch das Coronavirus. Wir sind zu 4. Ich habe den Eindruck, dass wir uns immer waschen müssen, egal was wir tun. Wir müssen uns reinigen, wir müssen immer auf etwas achten. Das Virus ist anwesend. Das ist anstrengend. Was den Tod angeht, ist da etwas, was Yves verfolgt, ihm Angst macht. Yves hat die Todeslager in Kambodscha erlebt. Er hat die Roten Khmer gesehen. Seine Familie hat den Krieg mitgemacht. Sie hat den Krieg durchlitten. Sein Vater ist in einem Lager gestorben. Er hat seine beiden Brüder und Schwestern verloren. Das hat ihn für sein weiteres Leben geschädigt. Ein herrliches Wetter. Wir halten unseren Abstand ein. Was in Brescia passiert, gleicht einem Albtraum. Die Zahl der Infektionen steigt, ebenso die Zahl der Krankenhausaufenthalte und der Toten. An Corona sind jetzt insgesamt fast 197.700 erkrankt. Die Keller der Krankenhäuser sind voll mit Toten. Leichenhallen und Krematorien sind überlastet. Und so werden Kirchen zur Aufbewahrung der Toten genutzt. Die Tage von Dr. Mosca sind alle gleich. Wenn er nicht arbeitet, sitzt er isoliert in seiner Pension. Seit 2 Monaten schon kann ich nicht mehr nach Hause fahren. Ich bin immer noch da, im Bed and Breakfast gefangen. Jetzt wird es wirklich allmählich anstrengend.
Diese ganze barocke Einrichtung ekelt mich an. Ich bin 60 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich denke, nach Hause fahren ist das Erste, was ich jetzt tun möchte. Ich weiß nicht, ob das erwünscht ist. Meine Partnerin ist davon überzeugt, dass dieses Coronavirus dazu geführt hat, dass ich sie nicht mehr liebe. Ich andere Interessen habe, die mich vielleicht auch für andere Frauen interessieren. Tatsächlich interessiere ich mich für keine andere Frau. Und ich halte mich auch nicht für einen König. Ich bin in diesem Zimmer mit meinen Gedanken alleine. Das Zimmer wird nun zu einem Gefängnis. Man muss doch Leute sehen. Man braucht den Kontakt mit ihnen. Man muss lachen, sich austoben. Das ist doch das Leben. Unglaublich. Ich bin hier eine Löwin. Ich habe Lust auf alles, möchte alles tun. Leben, die Sau rauslassen, es krachen lassen und meinem Instinkt folgen. Leben, als wären das die letzten Momente meines Lebens. Aurélie lässt sich ihre Lebenslust nicht nehmen. Doch Yves hat große Angst vor dem Virus. Wir können nicht so tun, als ob das Virus nicht da wäre. Es ist da. Es ist anwesend. Das ist die Realität. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns an die Lage anpassen. Ich habe keine Lust mehr, mit Cassandre in den Park zu gehen und die Enten anzusehen. Ich würde lieber ins Museum gehen, mir einen Film im Kino anschauen und so. Ich frage mich da schon, ist es das alles wert? Das war's. Der Tag ist bald vorbei. Ich bin nur rausgegangen, um meine Maske abzulegen, weil... Hallo. Hallo, weil es eigentlich ein bisschen kompliziert ist, diese doofe Maske den ganzen Tag lang bis spät am Abend zu tragen. Das ist hinderlich. J'ai l'impression qu'il est 20h. Mit Beginn des Sommers verliert das Virus seine Wucht und die Zahl der Todesopfer geht zurück. Jetzt lockern die Behörden viele Einschränkungen. Geschäfte und Cafés öffnen wieder. Die Menschen in Europa atmen auf. Aurélie ist froh, dass sie ihre Tochter wieder in die Schule schicken kann. Allerdings nicht problemlos. Heute also öffnen offiziell die Schulen wieder. Gut, meine Liebe, soll ich dich bis zum Schuleingang begleiten? Nein. Warum? Du willst nicht, dass ich dich vor deinen Freundinnen streichle? Dass ich sage, oh, mein Schatz, wie ich dich liebe? Bis heute Abend, viel Spaß.
Ich wollte, dass sie wieder in die Schule geht. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ah, okay, das ist neu. In Ordnung. Hast du das Schild gesehen, meine Liebe? Offensichtlich werden dort die Hände desinfiziert. Yves war dagegen, dass sie wieder in die Schule geht, weil er immer Angst hat. Er hat sich gesagt, das geht nicht. Wenn die Kinder wieder in die Schule gehen, ist das wie eine Zeitbombe. Aber das ist doch kein Leben. Das geht jetzt schon 3 Monate so. Sie muss wieder in die Schule gehen. Das ist für die Sozialisierung gut. Einen schönen Tag, meine Liebe. Sie muss unbedingt soziale Bindungen mit anderen Kindern haben. Während des Lockdowns sind sich die Kinder nur online begegnet. Das ist ein bisschen surreal. Sie spielte online hinter einem Bildschirm mit einer Schulfreundin. Bonne journée, Cassandre. Tschüss, Cassandre. Wenigstens hat die Regierung eine Entscheidung getroffen. Wenigstens ist die Schule Pflicht. So muss ich nicht mehr mit meinem Ehemann darüber streiten. In Berlin ist Aurel nicht so begeistert von den Lockerungen. Denn anders als die meisten Geschäfte dürfen Bordelle nicht öffnen. Ich befinde mich gerade mal wieder in meinem leerstehenden und völlig toten Bordell. Ist mein komplettes Geschäftsleben völlig ziellos. Und alles, was ziellos ist, macht zumindest mir persönlich keinen Spaß. Weil ich bin ein Erfolgsmensch. Ich bin für die Öffnung der Bordelle. Alle anderen Branchen sind geöffnet. Wir auch. Wir wollen nicht die Letzten sein. Auf die Agentur! Wir müssen auch wieder arbeiten. Los, jetzt! Es gibt keine Infektionszahlen in der Prostitution. Wir wissen, mit Hygiene umzugehen. Richtig. Unsere Damen sind gesundheitlich geprüft, haben Gesundheitspässe. Wenn eine Branche sauber ist, dann unsere. Und jetzt öffnet unsere Branche. Sofort! Die Öffnung nach dem Lockdown geht in Europa nur in kleinen Schritten voran. Heute ist der 3. Juni und ich bin auf einer Autobahnraststätte. Und ich habe mich ein bisschen gewundert. Überall sind Markierungen am Boden. Das ist ein bisschen absurd. Die Markierungen zeigen an, dass ich rechts herumgehen und dann über einen anderen Weg hinausgehen muss. Die Leute dürfen sich nicht begegnen. Die Lage von Dr. Mosca hat sich nicht verbessert und seine Arbeit fordert nach wie vor den größten Teil seiner Zeit. Jetzt droht auch noch seine Ehe zu zerbrechen und seine Tochter hat er schon seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Hallo. Hallo, meine Liebe. Wie geht's dir, mein Schatz? Alles gut. Und dir? Ich habe eben gesagt, dass ihr mir sehr fehlt. Und ich weiß nicht, wann ich euch wiedersehen kann. Du fehlst mir. Danke, meine Liebe. Danke. Wo ist Mama? Telefonierst du nie mit ihr? Ich war noch nie in einer solchen Lage wie jetzt. Es ist eine ganz schwarze Zeit. Ein einziges Missverstehen jedes Wortes. Eine Trennung von meiner Partnerin und eine Gefühlskälte ihrerseits. Ich begreife, dass ich gerade die Menschen verliere, die mir am wichtigsten sind. Ich muss zu einem normalen Leben zurückkehren. Oh, es ist 10 Uhr irgendwie was. Und in 1,5 Stunden ist es soweit. Nach 4 Monaten Zwangspause macht mein Bordell wieder auf. Zwar nicht als Bordell, sondern als Massagesalon mit eingeschränktem Angebot, nämlich dass es da nur Massagen gibt, keine Erotik, keine Sexdienstleistung, keine Prostitution. Aber besser als gar nichts.
Tja, unser Haus ist wieder geöffnet. Die ersten Mädels sind schon da und machen sich hier gemütlich. Ja, genau, zieh mal deinen Kittel an. Ohne Kittel geht hier gar nichts. Das muss hier alles seine Ordnung haben. Ja. Ja. Nur für Massage. Nur für Massage. So sieht's aus. Frau Dr. Mira, bitte. Hier sind innerhalb der letzten Stunde bestimmt 5 Gäste gekommen und wieder gegangen. Und ich habe daran 0 Euro verdient. Tja, weil die halt alle ficken wollten. Ja, das sind erstmal so die aktuellen Hard Facts der Nacht. Und such mir mal eine Apotheke und kauf mir Kopfschmerztabletten. Weil die hat man bei so einem Geschäft bitter nötig. Doch mit dem Herbst kommt eine neue Viruswelle. Die Angst, dass neue Mutationen zu einer unkontrollierten Ausbreitung führen könnten, wächst. Europa steht vor einem neuen, strengen Lockdown. Nous devons prendre nos responsabilités. Oui, il faut freiner le virus. Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen. Wir müssen das Virus stoppen. Daher werden wir die Kinderkrippen, Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien für 3 Wochen schließen. Aber ja, wir müssen die Erziehung und Schulausbildung schützen. Deswegen wird der Ferienkalender angepasst, damit unsere Kinder nicht alleine gelassen werden oder keine Zukunft mehr haben. In der Früh aufstehen und das alles gleich im Kopf haben, das ist vielleicht kompliziert. Wir wissen nicht, wie lange das noch so weitergeht. Es ist mega hart, das mit anzusehen. Es ist so hart, das zu wissen. Das ist wirklich wie in einem schlechten Film. Oh Mann, Scheiße. Der erneute Lockdown hat das Bordell von Aurel in Berlin schwer getroffen. Weil die Kundschaft weiter ausbleibt, kommen er und seine Mitarbeiterinnen kaum noch über die Runden. Das ist echt nicht viel. Schluss mit lustig. Tja, so sieht's aus. Jetzt fragen wir gleich mal die liebe Ilona. Bist du jetzt traurig? Ja. Ja, das ist das Bescheuertste an der Corona-Krise. Es trifft wirklich die Kleinsten und Schwächsten, die kriegen doch einen Arschtritt. Tja, was ist Gerechtigkeit? Oh Mann, wenn ich das so sehe, dann geht's mir auch nicht gut. Das Jahr 2020 geht zu Ende und viele hoffen auf bessere Zeiten. In Brescia durchlebt Dr. Mosca einen Albtraum. Er wird verhaftet und beschuldigt, seine Patienten ermordet zu haben. Die Zeitungen nennen mich Dr. Tod. Und das einen Tag vor meiner Verhaftung. Mir fehlen die Worte. Die Geschichte von Dr. Mosca verbreitet sich in den italienischen Medien wie ein Lauffeuer. Alle fragen sich jetzt jeden Tag, wer Carlo Mosca wirklich ist. Ist er der Dr. Tod, der auswählt, wen er retten soll und wen nicht? Oder ist er ein Opfer dieser schrecklichen Pandemie? Die Anklage stützt sich auf Anschuldigungen von 2 Krankenschwestern aus Dr. Moscas eigener Abteilung. Sie behaupten, er habe Patienten getötet, indem er ihnen falsche und zum Tode führende Medikamente verabreicht habe.
Die beiden Krankenschwestern haben sogar Fotos von den leeren Fläschchen gemacht, die in Abfalleimern in den Patientenzimmern gefunden wurden. Seit Monaten ermittelt die Polizei verdeckt in dem Fall. Verstorbene Patienten wurden exhumiert und bei den Autopsien wurden Spuren des tödlichen Medikaments gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass Dr. Mosca schwerkranke Patienten ermordet hat, um Betten für andere Covid-Patienten mit einer höheren Überlebenschance freizumachen. Der Richter hat entschieden, dass Dr. Mosca während des Prozesses unter Hausarrest bleibt. Nicht zu Hause, denn seine Frau will ihn nicht mehr sehen, sondern im Haus seines Vaters. In demselben Raum, in dem er einst für sein Medizinstudium lernte. Immerhin habe ich noch mein Arbeitszimmer. Da kann ich mir wenigstens meine Bücher ansehen, mit denen ich in meiner Studienzeit gelernt habe. Jetzt verbringt Dr. Mosca die langen Wartezeiten zwischen den Gerichtsterminen damit, seine eigene Anklageschrift durchzuarbeiten. Ich wurde schändlicherweise und fälschlicherweise, besonders fälschlicherweise angeklagt. Dies taten 2 Krankenschwestern aus meinem Team. Das ist inakzeptabel. Hausarrest ist etwas Unmenschliches. Es ist wirklich schwierig, mit sich selbst zu reden. An wen richte ich meine Fragen? An den Himmel? Ich bin zu Hause, in meinem Zimmer, in Isolation. Nur in meinem Zimmer kann ich es mir erlauben, meine Maske nicht zu tragen. Cassandre geht nicht in die Schule. Ich habe sie für eine ganze Woche abgemeldet. Sie musste einen Test machen, aber sie ist negativ. Deswegen tragen wir jetzt die Maske. Ich vermeide es, sie zu umarmen. Cassandre ist früher als wir in ihrer Ecke. Wir setzen zu Hause die Masken auf. Wir 3 schlafen alle in verschiedenen Zimmern und essen in verschiedenen Zimmern. Yves Tablett trage ich nur bis zum Treppenabsatz vor seinem Zimmer. Bitte sehr. Aurélie erholt sich schnell und ist bald symptomfrei. Aber die Angst vor dem Virus hat sich im Haus breit gemacht. Yves isoliert sich weiterhin in seinem Zimmer vom Rest der Familie. Das ist tatsächlich etwas seltsam, weil wir uns nur noch durch die Scheibe sehen. Bitte sehr. In Brescia geht der Prozess gegen Dr. Mosca weiter. Es werden Zeugen und Sachverständige geladen. Diese Patienten hatten alle eine sehr schwere Lungeninfektion. Der Ernst der Lage wird im Gerichtssaal deutlich. Dr. Mosca drohen viele Jahre Gefängnis, wenn er wegen Mordes an den Patienten verurteilt wird. Die Tage zwischen den Gerichtsterminen verstreichen im Hausarrest bei seinem Vater nur langsam. Wenn man in Haft ist, sind alle Tage gleich. Das Schwierigste ist zu erkennen, wann ein Tag beginnt und wann derselbe Tag endet. Mir fehlt meine Tochter Ludovica.
Wann habe ich sie zum letzten Mal gesehen? Quando è l'ultima volta che l'ho vista? In den vergangenen 10 Monaten hat Dr. Mosca seine Tochter nur einmal gesehen. Ich hatte Fotos ausdrucken lassen und daher schaue ich mir meine Tochter hier an und spreche mit den Fotos. Hier vergehen die Tage einfach so und man kann nicht einmal ihre Stimme hören. Auch das ist eine Last, mit der man ein bisschen kämpfen muss. Plötzlich nimmt der Prozess eine unerwartete Wendung. Die Autopsien der exhumierten Patienten liefern ein überraschendes Ergebnis. Das Medikament, mit dem Dr. Mosca angeblich mordete, wurde den Patienten tatsächlich erst nach deren Tod injiziert. Diese Erkenntnis rückt die Aussagen der Krankenschwestern in ein völlig neues Licht. Das ist unglaublich. Um mich in eine Falle zu locken, haben die versucht, einem Toten ein Medikament zu spritzen. Absurd. Nach monatelangen Anhörungen steht das Urteil fest. Dr. Mosca wird freigesprochen. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn die Staatsanwaltschaft legt Berufung gegen das Urteil ein und so bricht eine neue Zeit der Unsicherheit für ihn an. Ohne Einnahmen aus dem Bordell in Berlin zieht sich Aurel aus der Stadt aufs Land zurück. Er ist auf dem Weg in die Lüneburger Heide, um über seine Situation nachzudenken. Was geht mir jetzt emotional durch den Kopf? Auf jeden Fall wird mir mal wieder bewusst, dass ich ohne mein Geschäft auf die Welt gekommen bin, dass ich diese Welt auch definitiv ohne mein Geschäft wieder verlassen werde und dass wir Menschen uns vermutlich viel zu wichtig nehmen. Weil wenn ich hier mal um mich rum gucke, hier ist alles so wie immer, außer uns. Tja, da sollten wir uns vielleicht mal drüber Gedanken machen. Hast du ein bisschen Angst? Ein bisschen. Du kannst davon ein leichtes Fieber bekommen, aber sonst wird das alles gut gehen. In ganz Europa werden Impfstoffe gegen das Virus auf den Markt gebracht, zusammen mit der Hoffnung, eine finstere Zeit hinter sich zu lassen. Mach langsam, nicht zu weit in den Muskeln. Ich drück's ein bisschen zusammen. Endlich. Endlich wird das Leben hoffentlich wieder ein bisschen normaler. Wir können also unsere Wohnung verlassen und dorthin zurückkehren, wann wir wollen. Endlich müssen wir beim Rausgehen keine Maske mehr tragen. Das ist tatsächlich unser erster Ausflug nach dem Lockdown im Großraum Paris. Wir reden immer weniger über das Virus und sprechen nicht mehr über den Tod. Jetzt können wir endlich wieder frei atmen. Allmählich lässt der Einfluss des Coronavirus auf das tägliche Leben nach. Die Einschränkungen werden immer weniger. Wow, wir fliegen gerade über die Türkei, wo wir unseren Urlaub verbringen werden. Wie geht's dir? Sehr gut. Diese letzten beiden Jahre waren wirklich sehr hart. Zumindest für Yves und mich. Es ist verrückt, wenn man tatsächlich ein Scheinleben führt. Das ist ein bescheuertes Gefühl. Mir fehlen tatsächlich die Worte. Aber ich hoffe natürlich, dass wir in einigen Monaten, einigen Jahren etwas Neues machen werden.
Das wird nur noch eine schlechte Erinnerung sein. Aber es ist etwas, was man in der Tat nicht vergessen darf. Weil es ein Zustand war, den es noch nie gegeben hat. Doch manche müssen etwas länger warten, bis die Nachwirkungen der Pandemie abklingen. Der Prozess von Dr. Mosca läuft über 3 Jahre. Eine endgültige Entscheidung fällt erst im März 2024. Er bekommt den erlösenden Anruf von seinem Anwalt. Sì, pronto? Ja, hallo? Buongiorno, Avvocato. Buongiorno. Guten Tag. Eccoci. Da bin ich. Jetzt müssen wir uns nicht verstecken. Lies das mal genau durch. Freispruch. Anni. 3 Jahre. Meno male. Halb so schlimm. Vedo l'ora di vedere mia figlia. Ich kann es kaum erwarten, meine Tochter wiederzusehen. Dr. Mosca ist ein freier Mann. Er wohnt jetzt so nah bei seiner Tochter, dass er sie möglichst oft sehen kann. Doch seine Ehe ist zerbrochen und er hat sich entschieden, nicht wieder als Chefarzt des Krankenhauses zu arbeiten. Ich arbeite jetzt im Notarzteinsatz. Damit habe ich vor 20 Jahren mal angefangen und da bin ich jetzt wieder. Nach einigen schwierigen Jahren ist es Aurel gelungen, sein Bordell wieder erfolgreich zu führen. Es darf offiziell wieder gefickt werden. Wunderbar. Yves und Aurélie betreiben noch immer ihre Apotheke in Paris. Hey, super! Sie haben Corona hinter sich gelassen und sind glücklicher denn je.